Swiss German Storytime mit dem Thomas. Hoi hoi miteinander und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Swiss German Storytime. Habt ihr schöne Ostern gehabt? Habt ihr viel Schokihasen, Schoki-Eier gegessen? Oder vielleicht sind ihr auf Eiersuche gegangen? Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt es gut gehabt. In der heutigen oder in der Episode von dieser Woche geht es um einen Kriminalfall, vielleicht um ein Verbrechen, das passiert ist vor über 100 Jahren. Und zwar in meiner Heimat, ich sage es jetzt auf Appenzeller-Dialekt, im Appenzellerland. Und zwar auf dem Sentis. Vielleicht kennt ihr den Sentis, das ist der höchste Berg in der Region Ostschweiz. Und der Sentis liegt wirklich in dem Dreieck von den Kantonen Appenzell-Innerrhoden, Appenzell-Ausserrhoden und St. Gallen. Er ist eigentlich sozusagen auf der Grenze von diesen Kantonen. Und auf dem Berg hat es früher immer eine Wetterwarte gehabt. Ich glaube, heute gibt es auch noch Sachen, die da oben gemessen werden, oder, weil es halt ein recht exponierter Berg ist. Aber früher, vor 100 Jahren, hat man dort oben ein kleines Häuschen gehabt, hat ein kleines Gasthaus auch gehabt, aber auch ein separates Haus, das man Wetterwarte genannt hat. Und dort ist eigentlich permanent eine Person gesehen, ein Wetterwart, der dann das Wetter dokumentiert hat. Und auch Meldung gemacht hat ins Tal, wie das Wetter aussieht und einfach Informationen geschickt hat. Und dazumal hat ein Mann dort oben gewohnt, der Heinrich Haas, mit seiner Frau Magdalena Haas. Und ja, leider ist es dann zu einem tragischen Verbrechen, zu einem tragischen Zwischenfall gekommen, den ich euch heute in diesem Podcast erzähle. Darum wünsche ich euch heute viel Spass bei der Episode. Mord auf dem Sentis. Am Abend vom 21. Februar 1922 hat das Telegrafenbüro St. Gallen vergeblich auf die Meldung der Wetterdaten vom Sentis gewartet. Dazumal jedoch ist da nichts Außergewöhnliches gesehen. Denn im Winter ist die Verbindung zu der meteorologischen Beobachtungsstation öfter mal ausgefallen. Am Tag darauf hat sich der Josef Ruesch in Begleitung von seinem Sohn auf den Weg gemacht, um die Leitung zu kontrollieren. Der Josef Ruesch war einer der sogenannten Sentisträger, der regelmäßig Waren auf den Gipfel gebracht hat. Weil die Luftseilbahn erst 1935 gebaut worden ist, mussten die Waren so auf den Gipfel transportiert werden. Die Schneeverhältnisse sind aber so extrem gewesen, dass die zwei auf halbem Weg umkehren mussten. Erst am 25. Februar haben sie es wieder probieren. Damals sind sie zusätzlich vom Wirt vom Berggasthaus Meglisalp begleitet worden. Allerdings haben sie an der Leitung keine Beschädigungen feststellen. Lediglich eine einzige Skispur ist ihnen aufgefallen, wo erst ein paar Tage alt war. Wo sie am Gipfel näher gekommen sind, ist ihnen aufgefallen, dass der Heinrich Haas, der Wetterwart, sie nicht wie üblich mit Zuwinken begrüßt hat. Und aus dem Chemie ist auch kein Rauch gekommen, was normalerweise im Winter der Fall gewesen wäre. Arglos haben sie vermutet, dass der Wetterwart und seine Frau wahrscheinlich krank sind. Wo sie das Gebäude betreten haben sie ein Jaulen und Böllen gehört. Das ist vom Haushund gekommen, wo der Name Sturm hatte. Die Tür zum Raum war verschlossen und sie mussten aufbrechen. Darauf hat sich ihnen ein schreckliches Bild geboten. Neben dem Stehpult am Fenster ist der leblose Körper von der Magdalena Haas, der Ehefrau von Heinrich, in einer Blutlache gelegen. Das Zimmer war ganz verwüstet. Sie haben Schlimmes befürchtet und sich auf die Suche von Heinrich gemacht. Auf dem Gipfelplateau haben sie ihn gefunden, von hinten erschossen und auf dem Bauch liegend im Schnee. Wie die polizeilichen Untersuchungen ergeben haben, ist der Heinrich aus mehreren Metern Distanz erschossen worden. Wahrscheinlich ist er vom Mörder bedroht worden und hat versucht zu flüchten. Auch die Magdalena ist aus ein paar Metern Distanz erschossen worden. Die erste Kugel hat die Wand getroffen und die zweite hat sie tödlich in die Brust getroffen. Der Sentisträger Ruesch hat sofort gewusst, wer als Täter in Frage kommt. Seine Frau hat am 19. Februar mit der Magdalena telefoniert
Und die hat sich über einen ungebetenen Gast, einen jungen Mann, beschwert gehabt, wo auch noch 3 Tage nicht gehen wollte. Er ist auch der Name bekannt gewesen. Gregor Kreuzpointner. Ein gebürtiger Deutscher, der vor ein paar Jahren eingebürgert worden ist. Er war im gleichen Bergsteigerverein wie der Heinrich und ist auch schon öfter mal auf dem Sentis-Gipfel gesehen. Zudem hätte der Kreuzpointner den Posten als Sentis-Wetterwart auch gern gehabt, aber nicht bekommen. Am 26. Februar ist er zur Fahndung ausgeschrieben worden und ist daraufhin steckbrieflich gesucht worden. Er hätte eigentlich genug Zeit gehabt, um während dieser 4 Tage das Weite zu suchen. Das hat er aber nicht gemacht und ist mehrmals in der Region gesehen worden. Weil aber niemand vom Verbrechen gewusst hat, ist er nicht gemeldet worden. Der Schmuck von der Magdalena hat er versetzt und die Tatwaffe hat er irgendwie an eine dritte Person übergeben. Und die hat sie dann der Polizei abgeliefert. Am Nachmittag vom 4. März ist der Gregor Kreuzpointner dann unterhalb von der Schwegalp an einem kleinen Stall erhängt aufgefunden worden. Der Mörder hat sich also selber das Leben genommen und ist damit einer Verurteilung zum Tod zuvorgekommen. In den beiden Kantonen, die für das Gerichtsverfahren in Frage gekommen sind, ist darum in dieser Zeit die Todesstrafe noch in Kraft gewesen. Auf dem Sentis gibt es seit 1846 ein einfaches Gasthaus, in dem ab 1882 ein Zimmer als Wetterstation genutzt worden ist. Ein paar Jahre später hat man dann ein Steigebäude gebaut, wo die Wetterwärter wohnen konnten. Diese Stelle war sehr beliebt und wo der vormalige Wetterwart, der mit seiner Frau 30 Jahre auf dem Berg gelebt hat, aufgehört hat, haben sich über 50 Bewerber auf diese Stelle gemeldet. Der Heinrich Haas, der ein gebürtiger Appenzeller war, hat Zusage bekommen. Er war eigentlich Bäcker, hat aber zu dieser Zeit in Zürich als Kondukteur gearbeitet. Der 33-Jährige hat als Wetterwart seinen Traumjob gefunden. Schon als er das erste Mal den Sentis bestiegen hat, habe er ironischerweise geschwärmt, dort oben ist es zum Sterben schön. Der Gregor Kreuzpointner ist am 16. Februar bei widrigen Schneeverhältnissen zum Sentis-Gipfel aufgestiegen. Sein Besuch war für den Heinrich und die Magdalena nichts Besonderes, weil er ja öfter gekommen ist. Vielleicht war sein Besuch am Anfang sogar eine willkommene Abwechslung für das Ehepaar. Sie haben ihn bewirtet und er hat im Gästezimmer übernachtet. Bei dem Mal ist er aber gerade ein paar Tage geblieben, was er mit dem schlechten Wetter begründet hat. Und da hat Magdalena auch am Telegrafenbüro St. Gallen mitteilt. Heimlich, weil der Gregor nicht wollte, dass jemand seinen Standort kennt. Sie hat aber schon gewusst, dass das schlechte Wetter nur eine Ausrede ist, weil der Kreuzpointner ein guter Skifahrer war. Am 21. Februar, am Morgen, hat sie sich dann erneut telegrafisch gemeldet und hat mitteilt, dass der Gregor jetzt doch Anstalten mache, sich auf den Weg zu machen. Und da ist dann leider auch das letzte Lebenszeichen vom Gipfel gewesen. Weil der Kreuzpointner eine Pistole bei sich hatte, wird vermutet, dass er von Anfang an vorgehabt hat, die beiden zu erschiessen. Die Nachricht vom Doppelmord hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet und hat bei der Bevölkerung grosse Bestürzung ausgelöst. Am 1. März hat in Appenzell ein Trauerumzug stattgefunden. Die reiche Anteilnahme hat auch die beiden Töchter umfasst und es ist eine Sammelaktion gestartet worden, wo viel Geld für Unterstützung eingebracht hat. Sogar über den Verbleib vom Hund Sturm weiss man Bescheid. Der hat dem Heinrich seinen Bruder übernommen. Nur über es weiss man bis heute noch nicht Bescheid. Das Tatmotiv vom mutmaßlichen Täter Gregor Kreuzpointner ist immer noch ungeklärt. Und da wäre eine Geschichte gesehen, die auf dem Sentis passiert ist vor über 100 Jahren im so idyllischen Appenzellerland. Was auch noch interessant ist zum Wissen, weil ja der Sentis auf den Grenzen liegt von den Kantonen Appenzell, Innerrhoden, Appenzell-Ausserrhoden und St. Gallen, ist es lustigerweise bei den Ermittlungen ein bisschen schwierig gewesen. Weil die Magdalena, also wo im Haus innen ermordet worden ist, der Standort ist klar im Gebiet von Appenzell-Innerrhoden gesehen. Also die Zuständigkeit für die Behörden ist klar gewesen. Appenzell-Innerrhoden musste die Untersuchungen leiten. Weil aber der Heinrich Haas auf dem Gipfelplateau ermordet worden ist es
unklar gewesen, weil dazumal ist die Kantonsgrenze dort in diesem Bereich ist sehr ungenau eingezeichnet gewesen. Und darum hat man nicht so gewusst, ist jetzt der Kanton St. Gallen zuständig oder ist Appenzell-Innerrhoden zuständig, um da ermitteln und untersuchen. Schlussendlich hat man sich dann die Arbeit aufteilt. Am Gregor Kreuzpointner seine Leiche ist ja auf der Schwegalp gefunden worden. Und die Schwegalp liegt auf dem Gebiet von der Gemeinde Urnesch, wo zu Appenzell-Ausserrhoden gehört. Die Gemeinde Urnesch hat aber gesagt, wir wollen den Mann nicht auf unserem Friedhof beerdigt haben, weil das zu einer Entweihung vom Friedhof führt. Am Gregor sein Heimatort oder Wohnort war Herisau gewesen, und die wollten aber auch nicht wollen. Also niemand wollte den Mann beerdigt haben. Durch diese Ablehnung haben eigentlich verschiedene Kantone, also Innerrhoden hat auch abgelehnt, die haben gegen die Bundesverfassung verstoßen, weil die Verfassung sagt, jeder hat ein Anrecht, irgendwo beerdigt zu sein. Aber die Kantone, die Gemeinden haben das nicht wollen. Und schlussendlich ist am Kreuzpointner seine Leiche zu Studienzweck auf Zürich transportiert worden. Und der Transport ist von der Gemeinde gezahlt worden. Schon ein bisschen makaber, aber eine Geschichte von wirklich vor 100 Jahren ist es so passiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Ich habe euch ein paar Links in die Beschreibung getan, falls ihr noch ein bisschen nachforschen wollt. Es gibt recht viele Fotos von dort mal. Der Heinrich Haas hat viele Fotos gemacht. Da könnt ihr ein bisschen Einblick bekommen, wie das Leben war, dort mal auf dem Sentis als Wetterwart, bei Wind und Wetter, bei Regen, beim Winter, im Sommer. Und ist sicher sehr interessant. Schaut mal rein und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.